FIBO. Über 100'000 Leute treffen sich hier. Aber was macht man da ganz genau? Lohnt sich's? Oder steht man stundenlang an für ein Foto mit seinem Lieblingsinfluencer? Das werden wir zusammen herausfinden, weil wir gehen auf FIBO und wir nehmen dich mit. Oh, das ist Johnny, hä? Das ist Johnny, genau. Immerhin eins. Das ist dein Ding. Ja, realistisch werden mit Ich glaube, Ja, aber der Brand. ja. Wo hast du gefragt? Meter zu wenig Boden. Das ist so ein bisschen Ansporn. Faszinierend ist jetzt so ein Ding. Ja, wenn es gestürmt hat. Ja, das Spielen von wenig gestört. Weil es ist noch überholt. Schwarzes gekriegt, aber ist egal. Ja, wahrscheinlich ich, weil ich am Laufen und schauen, wer schneller ist nachher. Nicht? Tschüss. Mit der eigenen Einblick. Geil. Wie geil. Wow. Krass. Und es hat nur 115 Franken gekostet. Nur in Anführungszeichen. Wirklich? Holt eure Handylichter raus und singt sie laut mit. Unser Stand ist schon alles. Für die Faulen. Können Sie den heissen Draht? Das ist fast ein bisschen gleich. Ja. Okay, wenn wir so die ganze Zeit im Zug rumlaufen, dann ich denke, ich klappere mal jede Halle ab. Es ist ultra verwirrend, es ist mega groß. Jetzt sind wir ziemlich am Anfang. Wir probieren uns da hinterher zu arbeiten. Das hier ist die Halle zum Anstehen für More. Ich bin wirklich kein Fan von More und ihrer Philosophie, beziehungsweise wie sie Kalorien verteufeln. Da bekommt man einfach schon die Tasche beim Reingehen. Also sie gehen wahrscheinlich davon aus, dass alle crazy gehen und alles kaufen. Wir haben wirklich für jedes Produkt einen eigenen Stand. Keine Blasse, wo ich jetzt rausgekommen bin. Jetzt probieren wir in Halle 1 zu kommen. Falls man die
die außergewöhnlichsten Produkte filmen, dann ist definitiv da in der Wellnesshalle am richtigen Ort. Das ist nicht alles mega fein, aber weird. Let's go. Der einzige ist schon mega oft gewesen. Und da unten geht's weiter. Falls ihr fragen, ob man an der Fieber nur essen und Sachen kaufen kann, nein, da kann man auch mitmachen. Es gibt nämlich Lichter in High Rock. So, jetzt kommen wir zu unserer zweiten Vertretung, und zwar Real Leader. Mal schauen, wie der Chance aussieht. Eine Halle ist schon so gigantisch. Also ich sage, irgendetwas finden. Das ist so krass. Das ist die ESN-Wartehalle. Warte, ist das, dass ich reingehen und innen darfst du etwas kaufen. Crazy. Ich bin ehrlich verwirrt, ob ich alle Hallen geschafft habe. Aber ich glaube, das ist es für heute. Alright, you ready? And show some love for the one, the only, Jessie J! Okay, where are you from? From Scotland. I was there last night. I had a show in Glasgow just last night. Everybody!
ein kleines Fazit zu FIBO machen. Natürlich wird an einer Messe über Konsum gefördert und an gewissen Orten ist es einem auch wirklich vorgekommen, wie im Kindergarten oder an einem Kult. Es gibt definitiv Leute, die an die FIBO gehen, um ewig lang in Warteschlangen zu stehen, irgendwelche Produkte fangen, die ihnen vielleicht nicht mal gehen und vielleicht ein Foto mit ihrem Idol abzustellen. Aber ich finde, es heisst doch auch Leben und Leben lassen. Und wenn jetzt das dein Fangirl-Moment ist und du einfach unbedingt irgendwelche Goodies willst oder deine Vorbilder von euch sehen, dann mach doch das. Was ich aber wirklich wichtig finde und auf Social Media irgendwie ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, ist, dass die FIBO so viel mehr ist als nur das. Es gibt so viele Hallen, mehr als nur More und ESN. Das bedeutet, wenn du für More und ESN nicht hingehst, dann kannst du das. Aber das bedeutet gleichzeitig, wenn du einfach wirklich Interesse an Fitness, an Gesundheit, an Lifestyle, an verschiedenen Sportarten hast, dann passest du genauso dort an. Weil es hat unglaublich viel zu sehen und ein Tag ist wirklich fast ein bisschen knapp, um durch alle die Hallen durchlaufen. Es gibt viel mehr als nur irgendwelche Shakes und Proteinriegel. Du kannst an Challenges mitmachen, neue Geräte ausprobieren, mega interessante Stände sehen, mega interessante Leute sehen, mega interessante Produkte sehen. Du kannst spannende Sachen an Talkshows lernen oder an Gruppenworkouts mitmachen. Also alles in allem, die FIBO ist wirklich viel mehr als das, was man online sieht. Und wenn dich das interessiert, dann ist es definitiv ein Besuch wert.